The way I'm feeling right now, the way they do me now, I dey feel like to use this house, invest the whole house. Man, use and buy yacht for me and my sweet porero. Are you playing? Sweet porero. My baby, my honey, my new sweet porero. If not for Yatolu, ó ṣe èèyàn. Ẹ kú jókòó BabaGbefun. Má jẹ́ kó tutù. Ṣàlàáfíà ni. Àlàáfíà ni o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Chineke Allah God. 2002. Ló ń gbọ́ mi nísìn. 2002 FA Cup. Ibi tí mo jókòó sí rèé. Ọ̀tọ̀ làga tí mo ń lò ńgbà yẹn. Blue làga tí mo ń lò. Blue ń làga yẹn. Ó máa ń match aṣọ mi ni. Àwọn ọmọ mi ló ní kí n change ẹ̀. Àbẹ́ rí nǹkan bí 2002 FA Cup. Chelsea. Arsenal wore red and white. Chelsea wore blue. Lọ́sàn-án ọjọ́ yẹn. Continue. Wo ni mo ta owó yẹn sí. Arsenal ṣe score nìyẹn. Pálọ̀ lọ́wọ́ kó gbé kinní yẹn ṣe fún wọn. Ó gbé fún wọn ni. Ó ṣiṣẹ́ yẹn fún wọn. Kò jẹ́ kó tutù. Ọmọ mi. Ẹ kú jókòó BabaGbefun. Báwo ni ọmọ dáadáa? Tolú. Ọmọ yẹn níwà. Ṣàlàáfíà ni. Bá mi kíyà ẹ o. Àwọn tẹ́nàntì mi gidi nìyẹn. Àwọn tó kù. Ìkan sì ń bọ̀ nsìn. Ó sì ń bọ̀ nsìn. Wàá rí tó yí pé irọ́ kọ́ ni mò ń pa. Lẹ́yìn ìyá Tolú yìí, kò sí kankan tó tún gbádùn láàrin gbogbo wọn. Wọn ò gbádùn. Ó dàbọ̀ BabaGbefun. Ọmọ dáadáa, pẹ̀lẹ́. As you can see, tó bá jẹ́ pé 1 hour ago ló wá bí báyìí, Tolú. 1 hour ago. Tó bá jẹ́ you think say they wise? Mi máa kàn tọ́wọ́ bá kò má dé wá change kan fún ẹ fún ice cream. What type of plane No, is as things are, at the moment, investment ó ti pọ̀ gan. So, Mo gbé wọn landicap. Ó dàbọ̀. Bá mi kí mọ́ mi ẹ̀. Ní Jumberg náà wá tún ṣiṣẹ́ yẹn fún wọn. Àbúrò máa rí. Owó tí mo jẹ́ ń bíbẹ̀ yẹn. Ṣó ń gbọ́ mi báyìí? Owó tí mo jẹ́ ń bíbẹ̀ yẹn. Òun ni mo fi fẹ́ sweet potato mi tó wà lókè yìí. No be juju be that. Number 1 and only. My tomato baby. Tí mo ṣe ń gba mọ́tò mi rèé, Mercedes mi tó máa ń rí ń ta yẹn. Tójò ti pa mọ́lẹ̀ yẹn. Tí táyà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn tó ti lọ. Àwọn ọmọ burúkú yẹn ló jí táyà yẹn lọ. Tí mo ṣe ń wa mọ́tò yẹn lọ lélẹ̀, tí mo ṣe rí ọmọ yẹn nìyẹn wọ́n. Ọmọ ló pọ́n tó báyìí. Ìjẹ́ ká mọ̀ ẹ́. Ni mo bá ń wa mọ́tò yẹn lọ báyìí. Mo ń wà lọ báyìí. Are you playing? Mo ní beautiful girl. Can I know your name? Only my name is Tomato Baby. Tomato Baby. Tony Tomato. Tony is your name. Yes. What a beautiful name. Tí mo ṣe sọ àwọn fònẹ́ tí mo máa ń sọ nìyẹn. Àwọn fònẹ́ yẹn. Ó ní ibi tó ti wà. Àwọn fònẹ́ yẹn náà lọ́jọ́ tiẹ̀, ó ní iṣẹ́ tiẹ̀ ló ń ṣe. Yéè lákúlì. Mo fọ́ o. BabaGbefun fúnra ẹ̀. Ọkùnrin mẹ́wàá tí wọ́n ń pè lé nìkan. 70 years old man. This sun not too hot for you, for your beautiful skin. The rest is history. Tí pálọ̀ bá tiẹ̀ ti score to the bedroom ló kù, àbí kí lẹ́ni mo sọ. Yàrá ìkọ́jọ́. Mo kí yín káàbọ̀ padà sí abala kejì ìkíni ní èdè Yorùbá. Èmi ni tiyín tòótọ́, ọmọ yín Babs. Ich grüße Sie ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil Begrüßung auf die Yoruba Sprache. Ich bin euer Babs. Bevor ich heute fortsetze, möchte ich an alle, die mir positive Feedbacks gegeben haben, eine fette Danke schon sagen. Danke an alle für deinen Support.
und die positive Feedbacks bezüglich der ersten Teil. Also das hat mir viel Freude gemacht und Energie gegeben, um weiterzumachen und mir Spaß da reinzupacken. So, im ersten Teil haben wir über a.ka, a.ka, sehen, learnabout und a.ka gesprochen. Und dann beginnen wir von wo wir aufgehört haben. So, wir haben heute Nummer 6. Begrüßung auf Yoruba Nummer 6. Seid ihr bereit? Nummer 6. Guten Abend. Um Guten Abend auf Yoruba zu sagen, sagt man a.ku irole oder ku irole. Also, wenn ihr euch genau erinnert, a.ku plus irole, ku plus irole. a.ku ist die Vorsilbe, irole ist die Nachsilbe und irole bedeutet Abend. Nummer 7. Nummer 7 haben wir Gute Nacht. Wie wird man Gute Nacht sagen? Hier muss man aber etwas verdeutlichen. Das Gute Nacht auf Yoruba bedeutet nicht Abschied. Also, dass man sagt, Gute Nacht, bis morgen. Nein. Gute Nacht ist einfach vor dem Gegenwart, dass man sagt, die Nacht ist gut. Und wie sagt man Gute Nacht auf Yoruba? Man sagt a.ka oder kale. Und hier haben wir wieder a.ka und ka, sowie alle in beiden Fällen. Also a.ka Vorsilbe, alle Nachsilbe, alle bedeutet Nacht. Dann kommen wir zu den nächsten. Und diese nächste Art von Begrüßung ist eine, die mir tief am Herzen liegt. Also diese Art von Begrüßung habe ich leider nicht in viele andere Sprachen gesehen und deswegen lobe ich die Yoruba Linguist. Also wenn etwas gut ist, muss man einfach das sagen. Diese nächste Begrüßung gefällt mir, weil es hat gar nicht mit der Gegenwart oder der Saison oder der Uhrzeit zu tun. Es hat mehr zu tun mit, dass es eine neutrale Begrüßung ist und man kann das irgendwann benutzen, morgen, Nachmittag, in der Nacht, ja, egal wann. Und man benutzt das, wenn er nicht sicher ist, in welcher Uhrzeit sein Ansprechpartner sich befindet. Und deswegen wird es oft in der Nachricht benutzt. Weil manchmal man kann irgendwo einschalten und auch sich begrüßt fühlen, weil diese Begrüßung hat nicht mit der Uhrzeit zu tun. Man benutzt dies auch beim Telefongespräch. Wenn du von Amerika nach Asien anrufst und du bist nicht sicher, ob sie am Tag sind oder in der Nacht oder in der Mitternacht, sagst du einfach diese Redewendung, diese Art von Begrüßung. Ja, und diese Begrüßung ist einfach a.ku dede iwoyi. Ich wiederhole das. a.ku dede iwoyi oder ku dede iwoyi. Also a.ku plus dede iwoyi. Also dede ist genau und iwoyi ist diese Uhrzeit. Oh, so, wenn ihr den ersten Teil nochmal anschaut, werdet ihr merken, dass ich eine Begrüßung am Anfang gesagt habe und ihr, also vielleicht die deutsche Muttersprache von euch denkt, ach, das gibt gar nicht auf Deutsch. Ja, das ist direkt von Yoruba übersetzt. Ja, darf man machen, kann man machen. Habe ich gemacht. So,
Diese Art von Begrüßung kann man benutzen, wenn er ins Ausland anruft und nicht sicher ist, oder man erwartet, dass der Empfänger oder der Empfänger diese Nachricht zu späteren Uhrzeit oder zu späteren Zeitpunkt bekommt. Dann sagt man Ekudede wuyi. Man hört das auch sehr oft in der Nachricht, Yoruba Nachricht auf jeden Fall. Also Ekudede wuyi. Oh girl, last minute. Hurricane spoil ticket. Last minute. Sorry, yo. Well, I don't think about how I go marry number 2. Oh, people want to marry number 2. What it bone you? Somebody son go find me someday. Mo fẹ́ san dowry Tiwa Savage. Tí n bá ti jẹ́ $100,000 mo fẹ́ jẹ́ mi. Màá lọ san dowry ọmọ yẹn. Ọmọ Tiwa Savage. Màá adopt ọmọ yẹn ọkọ Not be juju be that. Màá gba owó ẹ̀. I am the Wiz Obama. Remember my name when I hammer. All the other rappers be just like Sapa or like a lion. Yeah. I am like an electron. I revolve like an electron. Don't try me. Ìwọ ò mọ̀yán kí àbí? Mo kéré lójú ẹ, o ò mọ̀yán kí. Wọ́n ń kíyàn lábàá yín. Ẹ̀rẹ̀ Wiz Obama. Tó bá yá wà rí Wiz Àtìkù. Ṣá máa bára rẹ lọ. What's up, Pops? I am a lion. Èmi ni what's up, Papi? Just a few years ago. Ọ̀rọ̀ ló fẹ́ gbọ́ o. A few years ago. You are always running naked. Tí mọ́mí á máa ní kó wá ṣàǹdí, kó wá tàǹbà. Ní ìsìn ló ti di big boy. Wẹ́rẹ́ ayé Wiz Obama. Tó bá yá o máa rí Wiz Àtìkù àti Wiz OBJ. Máa kóra dára kó máa lọ. Tọ́ àfi Wiz Obama náà bàjẹ́. Tó bá yá wọ́n á rí Wiz Àtìkù. Àwa náà ti ṣí kékeré rí. Èwo la ṣe rí? Yéyéyé. Ẹ ti bínú. BabaGbefun. Ibo ló fìyẹn sí tẹ́lẹ̀? Tuntun sọ, mi ò gbà yẹn. This man. Okay then, BabaGbefun. BabaGbefun. Má jẹ́ kó tutù. Mo release ẹ máa lọ. Ó tán lọ́kàn mi. Àgbà tí ò tán lọ́mọ ẹ̀ pọ̀. 70 years old man. Mi ò máa lọ bàbá. Mo tún re yín ná. Tọ́. A tún ríra. Má jẹ́ kó tutù. Dákun má jẹ́ ó tutù o. Má jẹ́ ó tutù o. Nummer 9 haben wir, was man so bei der Arbeit während der Pause sagt. Also auf Deutsch sagt man Mahlzeit. Auf Yoruba sagt man Eku Owolomi. Und dann sieht man wieder diese Eku. Und wenn es gibt Eku Owolomi, das heißt, es gibt auch Ku Owolomi. Und es gibt auch Aku Owolomi. Und Eku Owolomi ist formell oder plural. Ku Owolomi ist informell und Aku Owolomi ist wir, also Mahlzeit an uns. Das heißt, du bist auch drin. Und Aku Owolomi bedeutet einfach viel Spaß in der Pause oder gönn dir die Pause. Ja. Und dann gibt es auch für Mahlzeit ein Wort, das man öfter hört. Das ist Eku-Igbadun. Eku-Igbadun ist einfach gönn dir die Zeit, gönn dir die Pause, gönn dir die Freizeit. Erfahrungsmäßig, wenn es Eku-Igbadun gibt es auf jeden Fall auch Ku-Igbadun, welche das gleiche bedeutet, gönn dir die Freizeit, und das ist
informell. Dann haben wir noch eine andere Redewendung für Freizeit und das ist a.ka. Und das sagt man, wenn du jemanden triffst, der sitzt. Also wenn du sitzt, magst du auch nichts. Und dann sagt man a.ka. oder ku-ijoko, welche kann auch bedeuten, dass gönn dir die Freizeit, gönn dir das Sitzen, Pause. Ja. Nummer 10. Art von Begrüßung in der Yoruba-Sprache. a.ka. a.ka. bedeutet Willkommen. Dann haben wir auch Kabo, informell Willkommen. Udaro bedeutet bis morgen. Dann kann man auch sehen, dass es gibt Uda und es gibt Aro hier. Und Uda ist eine besondere Vorsilbe in diesem Fall und Aro ist wieder morgen. Und Udi ist wie, also Udaro ist eigentlich von Udi, welche ist ein bisschen schwer zu erklären, welche zeigt, dass jemand sagt bis morgen. Dann haben wir Odabo, Tschüss. Und hier haben wir wieder Udi und Abo. Und das ist zu sagen, dass bis demnächst, also Tschüss. Dann gibt es noch Amarira. Ich wiederhole das. Amarira. Amarira bedeutet, wir sehen uns. Anderer Tag, später in der Zukunft, Amarira. Dann haben wir noch Marie Laibe. Marie Laibe. Marie Laibe bedeutet bis später, bis bald, bis gleich. Marie Laibe, das heißt, ich sehe dich später, ich sehe dich bald. Und ja, die nächste ist Ekuirin. Ekuirin ist eine Redewendung, das man verwendet, wenn jemand gerade von einer Reise zurückkehrt, sagt man oft a.ka. Willkommen. Ekuirin ist wie, ja, du bist eingereist und jetzt bist du zurückgekehrt und ja, du hast viel Arbeit geleistet, um zu laufen. Also so sieht man, dass es gibt wirklich in der Yoruba-Sprache viele Arten von Begrüßung. Und damit komme ich zu dem Ende von dem zweiten Teil und letzten Teil von Begrüßung in der Yoruba-Sprache. Also es gibt noch viel mehr. Aber mit der Zeit werden wir alles besprechen. Also nicht zu viel auf einmal. Ja, Rom, wie gesagt, ist nicht in einem Tag gebaut. Also wenn man Interesse in der Sprache hat und ein Gefühl dafür haben will, muss man einigermaßen Arbeit machen. Und wenn man sich Mühe gibt und daran arbeitet, kommt man damit auf jeden Fall klar. Also mit dieser Rede komme ich dem Ende von das heutige Lektion. Also ich wünsche euch viel Spaß mit den Worten. Okay, bis demnächst. Oliver.